Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus schmiedigen Mühlenweg im schönen Emmental. Folgende zwei Themen schauen wir ein bisschen genauer an. Auswandern in die Karibik und als Frau in der Feuerwehr. Gegen die aktuell kühlen Temperaturen helfen auf jeden Fall herzerwärmende Geschichten. So zum Beispiel die von Melanie Marquez. Sie ist nach ihrer Ausbildung, damals hat sie noch Buchser geheissen, auf Weltreise gegangen und hat in der kubanischen Hauptstadt Havanna ihr Glück gefunden. Mein Kollege, der Ben Abeckle, hat sie getroffen und mit ihr über die Karibikinseln, die Liebe und einen weiteren, nicht ganz unwichtigen Faktor geredet. Ich bin 2013 zuerst mal in Kuba unterwegs mit dem Rucksack und durfte die Inseln bereisen. Und dann gewusst, als ich zurück auf die Insel, kann ich mal leben und das verwirklichen 5 Jahre später. Du hast dich in die Insel verliebt, aber dann auch noch in eine Person. Ja, genau. Ich habe 2 Jahre in Kuba gelebt und dann habe ich Johnny lernen kennen. Und ja, haben eine kleine Family jetzt mit einem kleinen Bub und sind happy. Ja, Kuba ist ganz anders. Also irgendwie vergessen, wie man es kennt. Und man kann es auch nicht vergleichen mit irgendetwas, wo man schon mal war. Ich sage immer, man muss sich zurückversetzen in 1960. Man hat nicht viel, das, was man hat, mit dem macht man es gehen. Und die Leute sind alles Lebenskünstler und probieren mit dem, was sie haben, echt das Beste daraus zu machen. Was können wir Schweizer von den Kubanern lernen? Ja, ich glaube, ein bisschen mehr Gelassenheit und nicht immer alles ganz so streng sehen. Und der Kubaner lebt echt jeden Tag. Und wir leben, was machen wir nächstes Jahr, was machen wir übernächstes Jahr. Und manchmal ist es so ein bisschen, okay, heute ist der Tag, ich genieße den Tag und morgen kommt der nächste und dann geht es wie weiter. I found my love in Havana, close to the sea. Ich habe meine Liebe in Havanna gefunden. Das erste Mal, als ich sie gesehen von weitem, da bin ich an der Küste und habe mit meinen Freunden ein Musikvideo gedreht. Und für mich war es ein unglaublicher Moment, den ich nicht vergessen kann. I don't forget that moment. Wichtige Frage: Was können wir Schweizer von den Kubanern lernen? The first, the Swiss people can to live without stress. Zuerst einmal können die Schweizer von uns lernen, wie man ohne Stress leben kann. Und dann können sie bei uns die kubanische Kultur kennenlernen und spüren, wie es bei uns so läuft. Zu unserem Lebensgefühl gehört das sonnige Wetter, der Strand, Salsa, Mojitos und Bier. So ein bisschen so. With our weather, in the strand, with salsa, mojito, cerveza. So it's like that. Vor sonniger Karibik zum weiteren heissen Thema: der Feuerwehr. Ramona Salzmann hat in dieser Hinsicht einen besonderen Titel. 2017 war sie nämlich die erste Feuerwehrfrau zu Thun. Mittlerweile sind 6 weitere dazugekommen. Im Vergleich zu 100 Männern ist man aber immer noch in der Minderheit. Meine Kollegin der Anina Häusle hat sie ein bisschen ausführlicher von ihrem Sprung in die Männerdomäne erzählt. Als ich in der Schule war, in der 8. Klasse, hat vis-à-vis vom Schulhaus ein Bauernhaus gebrannt mit Stall anliegend. Also das hat man dann noch nicht so klar getrennt, es war wirklich anliegend. Und dann hat es angefangen, in der Heubühne zu brennen. Und da waren noch Tiere im Stall. Und eben die Familie, die dort gewohnt hat, war bei uns in der Schule. Natürlich. Und der Brand, also wir von der Oberschule, 7., 8., 9. Klasse, der Lehrer hat uns gehen und wir durften helfen. Also wir sind in den Stall rein und haben die Tiere rausgejagt. Wir sind ins Gebäude rein, solange es rauchfrei war und einfach wirklich Schubladen ausgepackt, was wir gefunden haben. Ich weiss noch, ganze Schubladen haben wir einfach aus dem Regal rausgerissen, in der Küche rausgerissen und sind mit ihnen raus. Und sie hatten noch Käse im Keller. Und das hat dann extrem das Gefühl ausgelöst, erstens die Zusammenarbeit, die mir extrem gefallen hat. Wir waren eine Klasse und wir haben dort einander so unterstützt. Wir waren in der Schule und trotzdem war es das Hand in Hand arbeiten. Und gleich, was hätte man vielleicht anders machen können? Hätte man irgendwo Zeit können sparen, hätte man effizienter können sein. Das hat man natürlich, das Ganze oder die Erfahrung hat mich nicht auf die Distanz gebracht. Im Gegenteil, es hat mich umso neugieriger gemacht und ich alles über das lernen und wissen. Und
das ist sicher auch ein Grund, warum und wieso ich jetzt heute da stehen darf. Also die Erfahrung hat mich geprägt. Ja, man sagt Feuerwehrmann oder Feuerwehr. Es gibt auch dumme Sprüche, die auch kommen mit der Feuerwehrfrau, ganz klar. Ich erlebe das aber im Positiven. Ich habe schon mal ein bisschen erwähnt, wenn eine Frau das wirklich will und mit ganzem Herz dabei ist, dann wird sie akzeptiert. Und dann ist das egal, ob man jetzt Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau sagt. Oder Wachmann oder Wachfrau gibt es ja gar nicht. Für mich ist das gar kein Problem. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, man muss wollen und dann ist das gar kein Problem. Im Gegenteil, man wird unterstützt. Das ist Familie. Ja. Wie haben die anderen reagiert, als du als erste Frau hier bei der Feuerwehr Thun bist, auftaucht? Sie waren ein bisschen armig. Ja, nein, sehr, sehr gut. Also, sie haben sehr schnell gemerkt, dass es mir wichtig ist, um die Sache. Ich bin wegen der Sache da und nicht irgendwie, weil ich ein Abzeichen wollte oder Uniform schön finde. Ich bin sehr, sehr schnell akzeptiert worden. Gegenseitig natürlich auch. Ich habe von Anfang an ist das einfach sehr harmonisch gewesen. Und klar hat es vielleicht das ein oder andere Mal gegeben, wo man sich noch ein bisschen finden durfte. Ganz am Anfang weiss ich noch, sie haben mir überall geholfen und Sachen abgegeben. Das wollte ich selber machen. Ich bin ja wegen der Sache da. Aber jetzt, das ist, also, ich sage nicht, dass man da noch Unterschied merkt. Im Gegenteil. Sie sagen mir, wenn es genug ist, aber ich kann auch ihnen sagen, wenn es genug ist. Das ist perfekt, so wie es ist. An dieser Stelle schalten wir doch gerade noch kurz ins Studio auf Bern zu meinem Kollegen Kelly Müller. Er stellt uns schnell mit der nächsten Gast vor der Tagsendung «Zusammen im Zentrum» vor. Heute im «Zusammen im Zentrum» geht es um Berufe. Und zwar nicht einfach um irgendwelche Berufe, sondern um ganz spezielle Berufe. Wir haben heute bei mir zu Gast Andreas Bergamini, der ein Strohdachdecker und Schilfdachdecker ist. Und erzählt uns eigentlich so ein bisschen von seinem Arbeitsalltag und von den Strohdachdeckern und Schilfdachdeckern, was das die für Zwecke haben bei uns in der Schweiz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war auch schon wieder vor der heutigen Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Ob nicht nur unsere Geschichten ein bisschen wärmer waren, sondern im Sommer vielleicht wieder ein Comeback gibt, das wissen jetzt meine Kollegen vom Medien News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Herzlich willkommen zum Wetterupdate hier auf der Plattform J. Meine Damen und Herren, einen veränderlichen Donnerstag haben wir heute gehabt. Vor allem sehr ein kühler Donnerstag. Das Temperaturniveau ist recht tief. Viel tiefer kann es fast nicht sein in dieser Jahreszeit. Und darum hat es auch ein bisschen abgeschneit in den Bergen auf rund 1500 Meter. Ja, wir haben weiterhin recht feuchte Luft hier bei uns und vor allem ist es eben polare Luft, also kalte Luft, die hier bei uns noch liegen bleibt. In der Nacht und morgen am Freitagvormittag weiterhin viel Wolken, zum Teil Niederschläge, vor allem hier im Oberland. Die Schneefallgrenze sinkt noch ein bisschen ab auf etwa 1100 bis 1500 Meter. Und am Morgen am Nachmittag ändert sich nicht viel. Im Oberland bleibt es meistens stark bewölkt und zeitweise nass. In den Bergen schneit es und sonst in den tiefen Lagen ist es Regen und Richtung Flachland ein bisschen freundlicher. Hier nur selten Regenspritzer und zum Teil sonnige Abschnitte, aber kühl bleibt es auf jeden Fall. Am Morgen Temperaturen maximal bei 12 bis 13 Grad. Das Wochenende sieht bei uns in der Region dann recht freundlich aus. Noch ein paar dichtere Wolken zuerst im Oberland am Samstag, nachher aber die Sonne, die sich gut durchsetzen kann. Am Sonntag Temperaturen herbstlich. Anfang Woche möglicherweise dann ein paar Wolken mehr. Weiterhin herbstliche Temperaturen. Erst ab der Wochenmitte sieht es dann ein bisschen wärmer aus. Und da dürfte dann die Sonne auch wieder ein bisschen mehr Anteil überkommen. Insgesamt aber geht es sicher noch bis in die kommende Woche mit diesen eher kühlen und herbstlichen Temperaturen weiter. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz einen schönen Donnerstagabend.